Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf dem Kanal. Leute, ich werde ein bisschen wieder auf eure Kommentare in Videoform eingehen. Und zwar werte ich freitags die Top 10 Kommentare der Woche. Ja, ich muss gucken, wie ich sortieren kann. Beantworten in Videoform. Ja, ich werde jetzt kurz ein bisschen was erklären dazu. Wen das nicht interessiert, springt halt vor, wenn ich auf die Kommentare dieser Woche eingehe. Also. Leider bietet YouTube keine Suchfunktion an, dass ich von allen Videos gemeinsam die Kommentare nach Top-Kommentaren sortieren kann. Von daher werde ich mich sehr wahrscheinlich auf die Spielanalysen beschränken. Sollte es ein Spiel sein, kommen die 10 Top-Kommentare von dieser Spielanalyse rein. Sollten 2 Spiele gewesen sein, kommen jeweils die Top 5 Kommentare von jeder Spielanalyse in dieses Video rein. So werde ich es sehr wahrscheinlich machen. Zu den PKs, ja, muss ich mal schauen. Ja, ich muss mal schauen, wie sich das so entwickelt und wie natürlich auch die Zeit ist, wie der Umfang ist, diese Kommentare dann hier zu beantworten. Vielleicht nehme ich dann da bonusmäßig noch mal die ersten ein 2 dann mit rein. Muss ich mal schauen, ja. Auf jeden Fall wird es die Top 10 Kommentare, ähm, so wie YouTube sie sortiert, ganz wichtig, ja, ähm einmal die Woche geben, ne? Und damit würde ich sagen, gehen wir auch mal rein. Diese Woche gab es ja nur ein Video und zwar, ja, das Video Traumclub Real Madrid zu Lennart Kahl. Ähm, Da gehen wir rein. Also, Filter ist nach Top-Kommentaren, so wie YouTube sie sortiert. Das liegt einmal anhand, wie viel mag ich Bewertungen ein Kommentar hat, aber auch wie viele Kommentare darunter sind. Ich beziehe mich nur auf den Hauptkommentar, nicht auf die Kommentare darunter. Ich beteilige mich nicht an den Diskussionen. Das ist ganz wichtig, nur zur Erklärung, weil ihr hier seht, hier sind 18, hier unten sind 37, da ist aber nur eine Antwort drauf, hier sind 5 Antworten drauf. Ja, so sortiert YouTube und ich nutze die YouTube-Sortierung und fange nicht an, jetzt hier die Kommentare alle durchzugucken. Also, wir gehen rein in die Top 10 Kommentare der Woche. Wie gesagt, diese drehen sich alle um das Video Traumclub Real Madrid zu Lennart Kahl. Und damit fangen wir an. King 1. Dass Karl ehrlich antwortet, ist stark und dass Real über Bayern steht, ist Fakt. Träume und Ziele hat doch jeder. Ähm, ne, das ist nicht Fakt. Ich habe das, also meiner Meinung nach, jeder kann da seine Meinung haben. Wer für wen Real Madrid über den FC Bayern steht, gönnt euch. Ähm, Ich habe das vorhin ausführlich im Mitgliedertalk ausgeführt. Ich werde das hier mal in 2, 3 Sätzen versuchen. Der Unterschied, also wenn dem so wäre, ja, wenn dem so wäre, dass das so ist, dann müsste Real Madrid uns ja in jedem Duell jedes Mal 5:0 wegschießen, ja? So wie wir, keine Ahnung, in der Bundesliga durchrasieren, müsste Real Madrid uns ja auch jedes Mal wegrasieren. Ich weiß nicht, wann das jemals der Fall war, ganz im Gegenteil. Der Mythos Real Madrid, wenn man jetzt neutraler, ich denke mal, du bist kein Bayern-Fan. Wenn man neutraler Betrachter ist auf dem Weltfußball, kann ich verstehen, dass man sagt, Real Madrid strahlt mehr aus wie der FC Bayern. Definitiv, ja. Dann ist Real Madrid eh an erster Stelle, weil was macht Real Madrid seit Jahren aus, ist einfach, dass Real Madrid die Spieler verpflichtet mit der größten Strahlkraft. Das ist, was Real Madrid immer ausmacht, ja. Ähm, Denkt zurück, die letzten Jahre, Weiße Ballett, etc. Real Madrid schafft es immer, diese Spieler zu verpflichten, die die größte Strahlkraft haben, ja. Ähm, Zinedine Zidane, davor Figo, Cristiano Ronaldo, jetzt 'n Mbappé, Bellingham, mal mit Abstrichen, was Strahlkraft angeht, so 'n Vinicius Junior und so weiter, ja. Das ist, was Real Madrid macht. Real Madrid verpflichtet immer die Stars, die 'ne riesen Strahlkraft haben. So, und deswegen hat man als neutraler Betrachter immer so den Mythos Real Madrid. Sportlich gesehen, ja, Real Madrid ist auch die Mannschaft, die es am besten hinbekommt, am konstantesten, ich weiß gar nicht,
ja, am konstantesten abzuliefern, was, die Champions League-Siege anbelangt, ja? So, das ist auch ein Fakt. So. Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die so regelmäßig die Champions League gewinnt wie Real Madrid. Weil Real Madrid, was das angeht, eine abgefuckte Mannschaft ist, ja, die nicht immer, also die letzten Jahre, die nicht immer sagt: „So, ich muss hier meinen Stil durchbringen, meinen Spielstil durchbringen.“ Ne, Real Madrid hat immer das gemacht, was gerade nötig war, um die Champions League zu gewinnen, ja? Das ist was Außergewöhnliches, ja, da gehe ich mit. Ähm, wenn man dann aber auch teilweise guckt, wie da teilweise die ein oder andere Runde man weitergekommen ist, ja, dann wird's auch wild, ja? Also, ich kann den Punkt verstehen, dass man sagt, so Real Madrid hat mehr Strahlkraft wie der FC Bayern. Ähm, ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ändert nichts an der Tatsache, dass es völlig legitim ist, dass 'n Lennart K. sagt: „Ey, mein Traum ist es immer, für das Weiße Ballett zu spielen.“ Alles ist gut, ja? Man hat halt einfach nur die Fresse zu halten und das nicht zu äußern. So, und, da braucht man auch nicht davon reden, dass die Antwort stark ist oder dass er 'n Typ ist oder sonst was. Ne, die Antwort war einfach dumm. Punkt. Oder kalkuliert. So, das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Du kannst nicht auf ein Fanclub-Treffen des FC Bayern, wenn du gerade in der Entwicklung bist, aus der eigenen Jugend, 'n Spieler, Stammspieler auf dem Weg zum Stammspieler, vielleicht dann weiter höher zu kommen, dich da hinstellen nach einem halben Jahr und sagen: „Ja, FC Bayern ist ein guter Verein, aber eigentlich möchte ich für Real Madrid spielen.“ So, das kannst du nicht bringen, ja. Man könnte das ja noch nachvollziehen, keine Ahnung, du sitzt bei Sport 1 im Interview, sonst was, lässt dir das aus der Nase ziehen. Dann kannst du ja vielleicht noch von irgend 'ner Naivität sprechen oder sonst was, aber doch nicht, wenn du auf einen Fanclubbesuch beim FC Bayern bist. Sorry, Leute, sorry. Was jetzt nicht heißt, Hate, oder der ganze Hass oder der ganze Scheiß, Pfiffe oder sonst was wären okay. Das ist absolut verachtenswert und hat nix, zu suchen in dieser Diskussion, ja? Aber man muss einfach sagen, dass das dumm ist. So, Punkt, ne? Gut, Nummer eins. Nummer 2, The Julings. Ich finde, es wird dem Jungen echt Unrecht getan. Er wurde explizit danach gefragt, welcher Verein sein Traumverein außer dem FC Bayern ist. Und wenn man ganz kurz ehrlich ist, gibt es eigentlich nur einen Verein, der wirklich in seiner Gesamtheit größer ist als die Bayern. Und das sind nun einmal die Königlichen. Sehe ich immer noch anders. Nein, die Bayern sind da nicht auf Augenhöhe. Auch das muss man sich ehrlich eingestehen. Ja, das könntest du, ja, keine Ahnung. Wenn du Langeweile hast, kannst du gerne mal Montag im Twitch-Stream kommen, dann kannst du das gerne mal ausführen. Ja, ich wüsste keinen Punkt, wo das so sein sollte, außer die Champions League-Siege in den letzten 20 Jahren oder was. Da gehe ich mit, 100%. Ansonsten sehe ich das nicht. Da braucht man jetzt auch nicht mal mit irgendwelchen Genöle von wegen Mi, UEFA, Madrid, die sind so korrupt und bestehen, die Schiris, und ohne da werden sie keinen Dorfverein ankommen. Ne, da gehe ich mit. Und wie gesagt, es geht um Traumverein. Ein junger Kerl von seinem Talent wird und soll so groß wie möglich träumen. Dass ihm daraus jetzt ein Strick gedreht werden soll, ist absolut lächerlich. Wie gesagt, den Punkt mit Real Madrid habe ich gerade schon ausgeführt. Sehe ich persönlich ein bisschen anders, ist aber auch nicht schlimm. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Ähm, für mich ist das auch völlig legitim, wenn man 'n junger Spieler ist. Und ja, wenn man die Frage nimmt, außer dem FC Bayern, die Antwort ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, ja? So, hätte er die Antwort ein bisschen anders formuliert. Ja, aber er hat ja die Antwort so formuliert wie: „Ja, der FC Bayern ist natürlich ein großer Verein, aber ich möchte noch mal für den größeren Verein Real Madrid spielen.“ So kam die Antwort zumindest rüber. Ja, vielleicht hat er sich 'n bisschen unglücklich ausgedrückt, alles gut. Dass er irgendwann für Real Madrid spielen will, ey Leute, da muss man kein Fass aufmachen. Das ist völlig legitim. Punkt. Ja? Noch mal, tut mal eure Fußballromantik beiseite. So, ich habe da auch gar kein Problem mit. Da sollte man auch kein Problem mit haben. Wenn Upamecano jetzt offen und ehrlich sagen würde: „Ey, pass mal auf, ey, ich möchte gerne in meiner Karriere noch mal für den FC Barcelona, für Manchester United, für Bla Sylt spielen.“
Ich werde den FC Bayern jetzt verlassen. Ja, hier, Daumen hoch, alles klar, Abfahrt. Hau rein, Junge. Völlig legitim, ne? So. Nur das ist ja meistens nicht der Fall. Die Spieler wollen da spielen, wo sie die meiste Kohle kriegen. Ja, so. Und wo sie, natürlich eine Rolle spielen, ne? Ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass, keine Ahnung, denken wir mal 5 Jahre weiter, dann läuft der Vertrag von Lennart Kahl aus, Real Madrid fragt bei Lennart Kahl an und Real Madrid ist auf den Positionen so gut besetzt, dass der Junge auf der Bank sitzen würde. So, ja, meint ihr dann ernsthaft, Lennart Kahl denkt darüber nach Real Madrid zu wechseln? Nur weil's sein Traumverein ist? Wage ich zu bezweifeln. So, ja. Also, ändert nichts an der Sache, dass die Aussage dumm war, aber Learning by Doing, Alter, ja. Wobei man, wie ich in dem Video schon sagte, dann die Frage stellen kann: Wie kann das sein, dass man so 'n dummen Take raushaut? Das verstehe ich nicht. Wenn man 'n Berater Michael Ballack hat und 'n Verein wie beim FC Bayern, ne, da wird man ja 'ne gewisse Schulung haben. Auf der anderen Seite, wir gucken gleich weiter, was die anderen Kommentare noch so sagen, das irgendwie schön zu reden mit: „Oh ja, endlich mal einer, der die Wahrheit sagt." Hm, 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 weiß ich nicht. Das können wir gerne bei anderen Themen mal machen, aber bei so was wild. Lunaxucto. Ich fasse mir auch an den Kopf, wenn ich Aussagen wie Verräter höre. Ja, der stammt noch nicht mal aus unserer eigenen Jugend. Ja, 2 Jahre, glaube ich, ne? Der hatte als Kind bereits ein Probetraining für Real Madrid, Jahre bevor er zu uns kam. Das zeigt doch schon, dass er Real schon immer im Herzen hatte. Diese unrealistische Fußballromantik vieler Fans nervt mich hart ab. Ein Spieler vom Teenageralter bis zur Rente in einem und denselben Verein passiert vielleicht in der Kreisliga, obwohl selbst bei unserem Dorfverein Spieler wechseln, ja. Aber im Profisport halte ich es für ziemlich normal, dass ein Sportler in seiner Karriere auch die Auslandserfahrung mitnehmen möchte. Die Aussage war vielleicht etwas unbedarft, wenn man bedenkt, dass Presse da war und weiß, wie unsere Medien sind. Aber er ist halt erst 17. Ne, das ist für mich kein Take. Selbst wenn keine Presse da wäre, hätte das irgendeiner mit dem Handy aufgenommen. In der heutigen Zeit, in der wir leben. Ein Jugendlicher, kein erfahrener Medienprofi, kann mir auch gut vorstellen, dass der junge Kerl die Anwesenheit der Presse für den Moment sogar gänzlich vergessen hatte. Wie gesagt, das ist völliger Schwachsinn. Ob die Presse da gewesen wäre oder in China fällt 'n Sack Reis um. Wenn so eine Aussage gedroppt wird, ähm, wäre die in Social Media gelandet. Punkt. Ob da Presse da ist oder nicht, die landet in Social Media. Ich störe mich weder an seiner ehrlichen Aussage, ist mir lieber, als wenn er gesagt hätte, Bayern ist ein absoluter Traum und dann 4 Jahre später geht, noch an seinen Traum. Solange er in der Zeit, wo er bei uns ist, Leistung bringt und für den Erfolg des Vereins kämpft, ist alles fein. Ja, das sehe ich erstmal. Ich gehe mit fast allem mit. Ich habe es, vorhin schon mal gesagt, also jeder, der jetzt anfängt, dem Jungen zu beleidigen, als Verräter zu betiteln, ähm, ihn zu haten, ihn niederzureden, no am schlimmsten ihn noch auszupfeifen oder sonst was. Alter, mach deinen Kopf zu. Mach einfach den Kopf zu. Ja, wie du's schreibst, äh, guck mal, in welcher Welt du lebst, Alter. Guck mal, in welcher Welt du lebst. Wir leben in 'ner Kapitalgesellschaft. Fußball ist Business. Ja, ich weiß, dem einen oder anderen schmeckt das nicht. Das ist hart zu begreifen, das ist hart anzunehmen. So ist es halt, ja, Punkt. Ich habe es in dem Video gesagt, nehme das Beispiel Thomas Müller. Wenn Thomas Müller beim FC Bayern gewesen wäre, weil er beim FC Bayern ist, weil er 'n FC Bayern fühlt, bla ja, dann hätte er als Ersatzspieler nicht 20 Millionen verdient. Ja, Punkt, ja. So, und dann wäre er nicht jetzt nach was? Wäre er nicht noch nach Amerika gegangen, um da noch Fußball zu spielen. Dann wäre das auch nicht passiert. So, also quatscht nicht rum, Leute. Es gibt diese Fußballromantik nicht mehr. Die Frage ist, ob sie überhaupt gab. Nur in der heutigen Zeit ist es noch viel, viel härter. Was meint ihr, warum Alphonso Davies und Jamal Musiala noch bei uns im Verein sind? Was meint ihr? Weil sie den FC Bayern so lieben? Oder vielleicht, weil der eine 20, der andere 25 Millionen verdient und beide 30 oder 40 Millionen Handgeld bekommen haben. Ne? Stellt euch mal diese Frage. Ja.
So, ja, das ist alles. Und dass 'n Lenny den Traum hat, irgendwann bei Real Madrid zu spielen, irgendwann bei Barcelona zu spielen, bla Sylt. Ey, völlig legitim, völlig fein. Darum geht es gar nicht. Ähm, Es geht darum, dass man diese Aussage jetzt gedroppt hat. Der Junge spielt gerade sein erstes halbes Jahr, ja? Hat gewisse Einsätze, ist aufm Weg bei uns. Da kannst du nicht solche Aussagen droppen. Punkt. Ja, und dass einem das übel genommen wird, man kann da enttäuscht sein, man kann sagen: „Ey, ich mag den Lenny jetzt nicht mehr, alles gut." Aber weg von Hate, von Hass, Verräter, Auspfiffen, bla Sülze. Wie gesagt, man kann sagen: „Ey, alles gut, ist mir jetzt nicht mehr so sympathisch." Solange er Leistung bringt, ist ja alles fein. Ne, wir reden über Leistungssport. So. Ja, aber diese Aussage natürlich zu treffen, wenn man gerade den Durchbruch oder aufm Weg zum Durchbruch ist, wir wissen's ja noch gar nicht, ja, ist natürlich dann schon hart und 'n Schlag in die Fresse. So, und da kann ich auch die Enttäuschung der Leute verstehen. So, das gehört halt auch zur Medaille, ja. Und das muss man dann nicht schönreden mit: „Oh ja, er hat ja wenigstens die Wahrheit gesagt und hat sich nicht dahingestellt, dass sein absoluter Traumverein der FC Bayern ist und der 4 Jahre später weg ist." So, also erstmal jeder, der so 'ne Aussage ernst nimmt in der heutigen Zeit, ja, wie du schreibst, das ist einfach unrealistische Fußballromantik. Es gibt das in der heutigen Zeit nicht mehr. Punkt. Ja, es gibt es nicht. Ich glaube, in unserem Bayern-Kader, bleiben wir mal beim FC Bayern, wird es ich wüsste keinen Spieler, der gerade da ist, was der FC Bayern ist. Vielleicht tut man einem oder anderen Unrecht, vielleicht 'n Pavlo oder so, kann man schwer einschätzen. Aber meint ihr, ein Harry Kane ist beim FC Bayern, weil's der FC Bayern ist? Oder ist 'n Harry Kane beim FC Bayern, weil er 25 Millionen im Jahr verdient und die safe die Chance hatte zu sagen: „Ey, ich kann jetzt noch mal Titel in meiner Karriere gewinnen", weil die Bundesliga der FC Bayern dominiert hat die letzten Jahrzehnte. So, ja, fragt euch mal, was ist denn der Grund? Was jetzt nicht heißt, dass wir müssen das jetzt nicht schlecht reden oder dass Harry Kane nicht gerne bei Bayern ist, so, ja. Aber ihr müsst euch mal von dieser Fußballromantik lösen, ja. Das ist halt einfach so. So, und warum ist denn ein Leon Goretzka gerne beim FC Bayern? Ja, weil er für wenig Leistung gerade 17 Millionen kassiert. Dasselbe gilt für 'n Serge Gnabry, ja. Natürlich wollen die nicht weg. Warum wollen die nicht weg? Weil's die Wohlfühloase FC Bayern ist. Beim FC Bayern ist alles eine große Familie. Du kannst dir alles erlauben, alles wird unter dem Deckmantel: „Ah, mir Samir, wir sind eine Familie." Ja, deswegen können die Spieler auch in ihre letzten Vertragsjahre gehen, ist doch egal. Die pumpen dann die Kohle in das Arschloch rein, bis sie platzen, ja? Katastrophe. Deswegen sind diese Spieler gerne beim FC Bayern. Aber nicht, weil's der FC Bayern ist, Alter. Sorry. Legt eure Fußballromantik ab. Ja, Klaus Augenthaler war wahrscheinlich der letzte Spieler. Selbst 'n Thomas Müller hat doch schon, nach seiner Karriere gesagt, dass er 2, dreimal sehr, sehr kurz vorm Wechsel stand. Also, Leute, das gibt's halt einfach nicht mehr. Müssen wir uns mit abfinden. So, was war das denn jetzt? Der dritte, ne? Muss ja mitzählen hier. Muss ich mir mal abhaken. Geil, Optimus Prime ist auch dabei. Den habe ich schon beantwortet. Meine Meinung ist, dass es natürlich nicht die beste Idee ist, so etwas zu sagen. Dennoch spricht er einfach nur das aus, was andere Spieler niemals sagen würden, obwohl es bestimmt viele gibt, die vielleicht zu Barca, Real und so weiter wollen. Aber damit Floskeln wie: „Ich habe schon damals in Bayern Bettdecke geschlafen" kommen. Ich meine, wenn er jetzt nichts gesagt hätte, ist es ja dennoch sein Traum und daran kann man nichts machen. Die meisten Spieler haben eh nur Geld im Kopf und würden Bayern für 5 Millionen mehr im Jahr verlassen. Ja, deshalb sehe ich es ehrlich nicht so schlimm. Dennoch sollte man mehr denken, bevor man spricht. Ja, ich sehe das auch nicht so schlimm. Habe ich ja in dem Video auch gesagt. Ich finde es halt nur schwierig, jetzt so zu argumentieren mit diesem: „Oh ja, er hat ja wenigstens die Wahrheit gesagt." Ne, sorry. Das Der Take ist halt auch ein bisschen Banane, ja? Nochmal, wir reden über einen Spieler, der gerade ein halbes Jahr im Profibereich angekommen ist. Und der sagt dir dann durch die Blume: „Ja gut, wenn jetzt Real Madrid anfragt, bin ich nächstes Jahr weg." Weiß ich nicht. Muss das? Ich glaube nicht, ja? So. 4, Nummer 5.
Bei aller Aufregung sollten wir aber nicht vergessen, dass El Bandi 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und damit dem Polk High School Panthers zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Also bester Kommentar. Ich glaube nicht, dass der noch getoppt wird. Wir gucken aber mal. Ich glaube nicht, dass der noch getoppt wird von Heelmeisterin. Ich glaube nicht, dass der getoppt wird. Aber wer weiß. Wir haben noch 5. Grandioser Kommentar, Alter. Gibt's von mir auch noch einen Daumen? Bild. Marley, mein Bester, bei aller Liebe, aber bei mir ist erstmal durch. Warum der mit 2 Likes hier angezeigt wird und so sortiert wird von YouTube, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich nutze die YouTube-Sortierung. Wir sind bei 6. EWS, Karl träumt von Real Madrid. Ich träume von 6 richtigen Zahlen im Lotto. Träumen kann man ja. Kann man. Bernd Biesenkamp, frohes neues Jahr, frohes Neues. 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. MD, 4, 5 gute Spiele, schon wird einer in den Himmel gehoben. Er hat in seinem jungen Leben noch nichts erreicht. Würde mich freuen, wenn er in einigen Jahren noch bei Bayern ist und vielleicht Führungsspieler ist. Das ist aber ein weiter Weg. Mal sehen, wo er dann steht. Ja, so ist das aber in der heutigen Zeit. Dass er die Qualität hat, hat er gezeigt. Ich habe es ja auch schon gesagt. Ich glaube auch in dem Video, oder? Wir werden sehen, ob die Qualität ausreicht. Ja, wenn es dann wirklich mal darum geht, alle 3 Tage zu spielen, alle 3 Tage liefern zu müssen, das ist, was man auf höchstem Niveau tun muss. Ich traue ihm das zu, dass er das Potenzial hat, denke ich, ist klar. Den Rest wird man sehen. Gut, und der letzte. Legran. Ich war auch erst schockiert bei der Aussage, weil es sich so angefühlt hat, dass er gerne für Real spielen will und Bayern ja ganz in Ordnung ist. Ja, genauso kam die Aussage halt leider auch rüber. In der heutigen Zeit ist das zwar schade, aber auch Standard, ja. Dass wir keine Spieler mehr wie Thomas Müller haben, die ihre ganze Karriere bei einem Verein verbringen wollen. Das ist zwar traurig, dass das so eine Seltenheit geworden ist, aber leider nicht vermeidbar. Ob Real irgendwann an ihm interessiert ist eine andere Sache. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, dass das Unruhe in den Verein bringt. Ich denke aber auch, dass Kompanie und die Verantwortlichen das Thema gut auf den Pressekonferenzen angehen und dass Karl daraus lernen wird, sich in solchen Situationen besser auszudrücken. Alles im Allen kann ich dem Jungen seinen Traum nicht abwehren. Ich hoffe einfach, dass ihn der ganze Hate in den Medien nicht zu sehr beschäftigt und er mental stark bleibt und im Endeffekt für den Verein seine Leistung bringt. Ja, ein sehr guter Kommentar. Ich sehe das genauso. Ich finde das auch gar nicht schade. So, ja. Erstmal gibt es nehmen wir doch mal das Normale. Wie läuft eine Fußballerkarriere ab? So, 'ne Fußballerkarriere läuft doch so ab, du entwickelst dich bei 'nem eher kleineren Verein, spielst dann vielleicht beim etwas größeren Verein, dann gehst du irgendwann in die 1. Liga, dann vielleicht irgendwann zum internationalen Club, dann irgendwann hast du die Reife für einen großen Club wie 'n FC Bayern oder für einen ganz großen Club Real Madrid. Ja, manchmal hast du das Privileg, grade wenn wir über den FC Barcelona reden, zu sagen: „Ey, ich komme aus La Masia und bin direkt bei so einem großen Club und setze mich hier durch.“ So, ja? Aber das ist ja nicht der eigentliche Weg, ja? Und so ehrlich muss man auch sein. Nur weil 'n Spieler aus der eigenen Jugend kommt, heißt das ja auch nicht, dass er seit der E-Jugend beim FC Bayern ausgebildet wurde. Das wurde Lennart Kahl nicht. Der wurde, weiß ich nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, von Eintracht Frankfurt verpflichtet oder sowas. Ähm, Das ist ja jetzt kein Spieler wie 'n Thomas Müller, der um die Ecke aufgewachsen ist, wirklich in Bayern-Bettwäsche geschlafen hat, sich beim FC Bayern durchgebissen hat und den FC Bayern, so wie wir Fans, sehr wahrscheinlich im Herzen trägt. Ja, das ist die Seltenheit heutzutage. Das ist ja, was ich meine. Das meine ich halt auch mit dieser Fußballromantik. Wie selten ist denn das in der heutigen Zeit? Guckt euch doch mal die Jugendspiele an beim FC Bayern. So, wie viele kommen denn da noch aus Bayern? Ja, viele kommen noch aus dem Umfeld, Bayern ist ein großes Land, ja.
Sagen wir, wie viele kommen aus dem Kreis München, Garmisch, diesem Umkreis, ja? Ähm, schwierig, ja, schwierig. Und natürlich, wenn du viele Jugendspieler oder viele Talente verpflichtest, die dann mit 14 kommen, was weiß ich, ähm, natürlich kommen die zum FC Bayern, weil der FC Bayern 'ne Riesenchance ist. Aber natürlich wird der ein oder andere auch den Traum haben und sagen: „Ja, geil. Eigentlich würde ich gerne irgendwann mal bei Real Madrid spielen wollen, ne, oder beim FC Barcelona oder whatever. Ja, wenn du irgendwo in Afrika aufwächst und dein Traumverein ist der FC Barcelona, aber der FC Bayern kommt zu dir und sagt: „Ey, du kannst in unserer Akademie teilnehmen, bla bla Sylt." Ja, dann ist der Hype, Bock, Angriff, und ist dem FC Bayern mit Sicherheit auch dankbar, aber irgendwann wird der sagen: „Oh geil, ich hätte jetzt die Chance, nach Barca zu gehen, ja, dann gehe ich nach Barca." So, das ist doch normal, ja? So, das ist doch auch nichts, was man jemandem vorhalten, vorwerfen muss oder sonst was, ja? Das ist völlig legitim. Es ist halt einfach nur dumm, das auf einem Fanclub-Besuch zu äußern. Punkt, ja? Ähm, man kann das mit Sicherheit, ich habe es ja schon jetzt mehrfach gesagt, ich wiederhole es noch mal. Also, entweder ist es Dummheit gepaart mit jugendlichem Leichtsinn oder es ist Kalkül. So, weil, also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Kalkül ist, aber malen wir mal ein Szenario. Malen wir mal das Szenario, Lennart K. setzt sich durch jetzt in der Rückrunde, fährt zur WM, performt da, ist der gehypteste Spieler der WM. Leute, dann braucht mir doch keiner erzählen, dass Real Madrid kriegt doch mit, ey, da ist ein Spieler beim FC Bayern, der sich da gerade für Furore sorgt, aber eigentlich möchte der gerne zu uns. Dann, ey, Real Madrid ist der abgewichsteste Verein auf dieser Welt, wenn es darum geht, irgendwelche Spieler äh, vorzufühlen, Spieler zu verpflichten, die ablösefrei sind, etc. So, das wissen wir doch gerade beim FC Bayern. Deswegen ist es doch so brisant, wie es gerade ist. Hätte er jetzt von Barcelona geredet oder sowas, wäre der Hate oder der Aufschrei niemals so groß gewesen wie jetzt mit Real Madrid. So, ja, das müssen wir halt auch mal festhalten. So, malt euch das aus. Lenny fährt zur WM, spielt eine starke Rückrunde bei uns. Bei der WM wird er der stärkste Spieler Deutschlands. Glaubt ihr dann ernsthaft, dass Real Madrid sagt: „Oh nee, wir haben gar kein Interesse an Lennart Karl?" So, ja, wir wissen die Vertragsdetails nicht, keine Ahnung, ja. Wir leben nicht in Spanien, das heißt, 'n Lennart K. wird keine Ausstiegsklausel von 150, 200 Millionen drinstehen haben. Wer weiß, vielleicht hat er 'ne Ausstiegsklausel drinstehen von 20, 30 Millionen. Meint ihr dann ernsthaft, Real Madrid würde diese nicht ziehen? Wenn Real Madrid weiß: „Oh, der Spieler würde gerne mal bei uns spielen." Ja, wo meint ihr, Real Madrid sagt dann: „Ach komm, wir warten mal, bis er 30 ist oder bis er 27 ist? Hä? Bis er seinen Traum vielleicht nicht mehr hat?" Das kommt doch auch noch dazu. Wer weiß das denn? Wenn Lennart Karl jetzt 5, 6 Jahre beim FC Bayern ist und ist super glücklich, ist Führungsspieler, ist angesehener Spieler, vielleicht möchte er dann gar nicht mehr nach Real Madrid. So, I don't know. Ja, noch der Junge ist 17. Also, ja, man kann das aus ganz, ganz vielen, ihr merkt das schon, ja, und das hört sich vielleicht alles immer ein bisschen widersprüchlich an, was ich sage. Man kann das aber halt aus ganz, ganz vielen Winkeln betrachten und findet für alle Seiten Argumente, ja. Und Fakt ist, das Fass hätte man nicht aufmachen sollen, müssen. Punkt. Man wird das abtun, ihr habt es gehört, wenn morgen PK ist, wird das mit Sicherheit zur Sprache kommen. Da wird man das abtun mit: „Ach ja, hat er ja nicht ganz so gemeint und hat sich ein bisschen schlecht ausgedrückt und ist ein junger Spieler, Blasels." So, damit wird man das abtun, was auch okay ist. Aber ich kann verstehen, eben weil es Real Madrid ist, dass der eine oder andere jetzt nicht mehr so begeistert ist vom Lenny, ja. Für mich spielt das keine Rolle. Alles fein. Ich beurteile die Leistung, die 'n Spieler bei uns bringt. Ich sage ja jetzt auch nicht: „Ey, ich mag keinen Harry Kane, weil der 15 Jahre für Tottenham gespielt hat." Ist mir doch scheißegal, ja. So, mir ist auch scheißegal, ob 'n Jamal Musiala, nächstes Jahr für Real Madrid spielen würde. Hätte bei mir gar keinen Einfluss. Null. Let's go, Alter, ja. So, ich halte 'n Fonzie Davies für menschlich 'n absoluten Drecksack, wie er den Verein nass gemacht hat. So, nichtsdestotrotz, wenn er gute Leistung bringt, kriegt er 'ne gute Note, bringt er schlechte Leistung, kriegt er 'ne schlechte Note. So,
Ja, ich habe nicht die Fußballromantik, zu sagen: „Oh ja, der spielt beim FC Bayern, weil es der FC Bayern ist.“ Also, Leute, wer das heutzutage noch glaubt, der lebt nicht im Fußball. Ja, wir wünschen uns das immer und deswegen ist das beim Lennart Kahl gerade so schwierig, weil wir wünschen uns immer: „Geil, da kommt wieder ein Spieler aus der eigenen Jugend, ja, und der liebt natürlich den FC Bayern, weil er aus der eigenen Jugend kommt und lebt den FC Bayern.“ Und ja, deswegen haben wir auch alle so: „Ja, Lenny muss spielen. Oh, Lenny ist so geil.“ Und deswegen tut das bei vielen gerade so weh, ja, weil dann genau dieser Spieler, wo man denkt: „Oh, der liebt den FC Bayern, der gibt alles für den FC Bayern.“ Weil genau dieser Spieler dann sagt: „Ja, FC Bayern ist schon 'n geiler Verein, aber ich möchte schon irgendwann für Real Madrid spielen.“ Ja, deswegen fuckt das gerade so viele Leute ab. Und das kann ich voll verstehen, ja? Ist aber alles kein Grund für Hass und Hetze in Social Media oder für Pfiffe im Stadion. Leute, rafft euch, ja? Das ist ein Mensch, der hat Träume. Ja, ist doch fein. Ja, Punkt. Mein Gott. Also, noch mal, jeder Spieler, der da beim FC Bayern gerade rumläuft, vielleicht der eine oder andere, ich weiß es nicht. Müsste man mal Conny Leimer fragen. Ich weiß nicht, wie ja, vielleicht es wird mit Sicherheit vielleicht, was heißt mit Sicherheit? Vielleicht gibt es ein 2 Spieler, die beim FC Bayern sind, weil es der FC Bayern auch ist. So, die immer mal gedacht haben: „Oh geil, ich würde gerne für den FC Bayern spielen.“ Ja? Möchte ich gar nicht abstreiten. Aber wir brauchen uns nicht vormachen, dass das bei Harry Kane, bei Joshua Kimmich et der Fall ist. Die sind da, weil sie die Kohle verdienen, die sie verdienen. Ja, deswegen verdienen sie diese Kohle. So, ganz einfache Kiste, ne? Und ich habe es vorhin gerade schon gesagt, Alphonso Davies und Jamal Musiala spielen auch nur noch beim FC Bayern, weil sie die Kohle in den Arsch geblasen kriegen. Sonst wären sie nicht mehr beim FC Bayern. So ist das Geschäft, Leute. So, ja. Und deswegen, um da vielleicht auch noch mal 'n Wort zu sagen, und deswegen werden diese Spieler auch an diesem Gehalt gemessen von mir, ja? Soll ich 'n Alphonso Davies danach bemessen, was er sportlich drauf hat, was vielleicht internationale Klasse gerade ist? Ja, werden sehen jetzt nach seiner Verletzung, war auf 'm guten Weg vor der Verletzung, mal absehen, ob er die nächsten ein 2 Stepper macht. Aber Alphonso Davies ist noch mindestens 3 Steps davon entfernt, sportlich auf ein Level zu kommen, wo er die 20 Millionen verdient, die er bei uns bekommt. Dasselbe für einen Musiala. Ein Musiala muss auch mal erst mal wieder auf das Level kommen und den nächsten Stepper machen, um das zu rechtfertigen, dass er 25 Millionen bei uns bekommt. 25 Millionen bekommt 'n Harry Kane, ja. Der liefert jedes Spiel. Ich bin sehr gespannt, ja. So, und daran muss man die Spieler doch bewerten, ja. Natürlich nicht nur, ja, aber das fließt natürlich mit ein. Wenn ich von einem Serge Gnabry 'ne durchschnittliche Leistung sehe und dann sehe, der bekommt 17 Millionen, dann kriege ich 'n Kackreiz, Alter. Wenn er 5 Millionen bekommt und bringt diese durchschnittliche Leistung, ja, alles gut. Dann bringt er die Leistung für das, was er bezahlt wird. Ja, alles fein, ja. Wenn ich dann einen Michael Olise sehe, sagen wir mal, der bekommt, 8 Millionen, was er nicht tut, bekommt mehr. Aber sagen wir, wir hätten ihn verpflichtet, 8 Millionen, und der würde diese Leistung bringen, die er gerade bringt. Ja, dann musst du auch sagen: „Ey, der hat auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung verdient“, ja? So, ne? Das muss halt immer alles irgendwo zusammenpassen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es super viele Spieler bei uns im Kader gibt, die bei uns sind, weil es der FC Bayern ist. Die vielleicht bei uns sind, weil das Klima so ist, wie es ist beim FC Bayern, dass man halt dieses Mir Sam Mir hat und man deswegen auch dumme Entscheidungen trifft, zum Positiven für die Spieler. Das glaube ich schon, ja. Ich glaube schon, dass so 'n Gnabry und Goretzka, habe ich ja vorhin schon gesagt, und so weiter, auch so 'n Kimmich, dass die immer noch beim Kimmich hat genug Angebote oder hätte genug Angebote gehabt, ja, jetzt bei seiner letzten Vertragsverlängerung. Dass die beim FC Bayern sind, weil sie halt diese Wohlfühloase haben. So, ja, und grade 'n Kimmich natürlich auch, weil er, keine Ahnung, der kann sich ja beide Beine brechen, dann wird er immer noch aufgestellt, wenn er sagt: „Ich möchte spielen, Trainer.“ Ja, so, dieses Standing hast du in 'nem anderen Verein, wo du neu hinwechselst, natürlich erst mal nicht, ne? Ähm, Das ja, aber nicht, weil sie jetzt sagen: „Oh geil, ich war schon immer FC Bayern-Fan und FC Bayern ist meine Liebe und deswegen spiele ich hier.“ Ja, das ist nicht der Fall, Leute. Man möchte sich das vielleicht oft einreden,
Wie gesagt, bei dem einen oder anderen trifft das vielleicht sogar noch zu, das weiß ich nicht. Aber wenn man sich dann die Gehaltsstruktur anguckt und die Gehälter, dann kann man sich das kaum vorstellen. Ja, wenn man sieht, dass Spieler die durchschnittliche Leistung bringen und zwar über Jahre den Verein ausziehen, als wären sie Weltklasse-Spieler. Ja, ich meine, wir haben das bei David Alaba alle gedacht. David Alaba, der liebt den FC Bayern, der hat den im Herzen, der ist Mister FC Bayern. Ja, und was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ist ins letzte Vertragsjahr gegangen, was der Verein schuld ist, da gebe ich dem Spieler gar keine Schuld. Hat sich dann Pini Zahavi geholt, der uns vorher ausgezogen hat finanziell mit 'nem Robert Lewandowski und hat so gezeigt zum FC Bayern, ne? Und da hat der FC Bayern wenigstens mal Eier gezeigt und hat gesagt: „Jo, David, hau rein, viel Spaß bei Real Madrid.“ Das war genau der richtige Move, ja? Ähm, nur das haben wir jetzt wieder komplett eingestellt. So, wir gehen da mit allen Spielern ins letzte Vertragsjahr rein, egal wie gut die sind, egal wie schlecht, und dann lassen wir uns ausziehen von den Spielern. Katastrophe. Aber anderes Thema, fangen wir jetzt hier nicht wieder an, ich bin schon abgeschweift. Abschließend nochmal zu Lenny. Die Aussage war mega dumm, so Punkt, ja. Ähm, oder mega kalkuliert, was ich ihm jetzt nicht zutraue eigentlich. Ähm, trotzdem darf das kein Argument sein für Hetze, Hass, Drohungen, sonst was in Social Media. Aber so ist die Welt heutzutage. Ja, ich heiße das nicht gut. Ich nutze kein Social Media außer YouTube. Solltet ihr euch auch von distanzieren und schon gar nicht irgendwelche Pfiffe bei irgendwelchen Spielen. Ja. Ey, das ist kein Weltuntergang, das ist ein Spieler, der beim FC Bayern spielt, der gerade auf einem guten Weg ist, der den FC Bayern sehr wahrscheinlich sportlich viel Freude bereiten wird. Und irgendwann wird er dann, wenn er den Weg weitergehen sollte, den er gerade bestritten hat, und wenn die Entwicklung weitergeht, wird er irgendwann bei Real Madrid spielen. Ja, dann ist das so. Ja, Punkt. Feierabend. Das ist alles. Ja, das ist kein Weltuntergang. Oder das heißt nicht, dass der FC Bayern kein geiler Verein ist oder wir den FC Bayern nicht im Herzen tragen oder feiern können oder lieben können oder sonst was. Ja. Ihr müsst euch einfach mal von diesem Spielerhype und Spielerscheiß verabschieden. Es gibt keinen Spieler, der größer ist wie der Verein. Weder ein Thomas Müller, noch ein Jamal Musiala, noch irgendwelche Jugendspieler. Ja. Jeder Spieler ist eine Ich-AG. Jeder Spieler denkt nur an sich. Punkt. Da ist nicht ein Spieler, der denkt, ach komm, ja, nehmen wir Kimmich. Ja, ich weiß, der FC Bayern, ja, der muss jetzt Gehälter sparen und ja, ich bin jetzt auch schon 10 Jahre hier. Ich habe mir das Bankkonto schon so voll machen lassen vom FC Bayern und ich liebe den FC Bayern ja, deswegen bin ich ja hier und ja, wisst ihr was? Komm, nee, ich brauche jetzt keine Million mehr. Ich gehe mal um 2 Millionen runter, ja, damit der FC Bayern 2 Millionen mehr Spielraum hat. Oder Thomas Müller, noch besseres Beispiel. Manuel Neuer, noch besseres Beispiel. Die schon am Zenit ihrer Karriere sind. Haben die gesagt: „Oh ja, komm, ich weiß, ihr müsst jetzt schon Nachfolger organisieren, ihr braucht einen breiteren Kader. Komm, gib mir nur noch die Hälfte, weil ich habe schon 150 Millionen von euch kassiert in meiner Karriere.“ Ne, die sagen alle: „Ey, ja, ist okay, wir verlängern zu gleichen Konditionen, wa?“ So, das war doch auch der Punkt, warum Uli Hoeneß irgendwann gesagt hat: „Jo, Thomas Müller ist so weit, es ist Zeit, seine Karriere zu beenden.“ Ja, also, verabschiedet euch von dieser Fußballromantik, Leute. Gut, und da wir bei Uli Hoeneß sind, mache ich meinen letzten Take. Hm. Das Ding ist natürlich, es läuft sportlich bei uns Bombe. Es gibt keine negativen Sachen, außer diese Lennart K-Geschichte gerade. Das heißt, die wird lange, lange, lange schwellen. Ja. Es wäre also mal Zeit, dass ein Uli Hoeneß endlich mal einen Uli Hoeneß-Move macht und irgendeine dumme Scheiße öffentlich labert. Ja, weil, erinnert euch zurück, denkt jetzt irgendeiner noch daran, dass Leon Goretzka alle Bayern-Bilder gelöscht hat? Ja, Social Media ist halt super schnelllebig, ne? Deswegen, es muss halt einfach jetzt ein anderes Thema her beim FC Bayern und dann ist auch wieder Ruhe im Puff. Dann vergisst man das in 2 Wochen wieder. Ja, sollte das nicht passieren, dann kann die ganze Scheiße aber auch elendig lange hochkochen, ne? Wir werden sehen. Ich denke auf jeden Fall wird 'n Lennart Karl daraus gelernt haben, ja.
Ist natürlich ein bisschen auch ein Armutszeugnis für Michael Ballack, der sein Berater ist, dass er seinen Schützling so schlecht berät. Das muss man auch fairerweise auch mal sagen. Aber auch für 'n Verein, ja, der 'n Spieler da nicht besser schult. Das gehört auch zur Wahrheit. Und ja, wie gesagt, Leute, kommt, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, kommt alle mal runter. Es ist ein junger Kerl, der den Traum hat, irgendwann für Real Madrid zu spielen, und das ist auch völlig okay. Ja, es ist natürlich ärgerlich und triggert uns natürlich hart, weil es eben Real Madrid ist und nicht Manchester United, der FC Barcelona oder sonst wer. Deswegen triggert uns das ein bisschen mehr, wie es eigentlich sollte vielleicht. Aber nochmal, das hat alles nichts, das darf alles nicht in Hass, Hetze oder sonst was ausarten, Leute. Also kommt runter, ähm, und wenn der Verein schlau genug ist und endlich mal rafft, was Phase ist, dann wird der Real Madrid dafür auch bluten lassen, wenn sie irgendwann den Akai verpflichten wollen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi.